Was sagen echt die Leute? Die Geschichte spielt in einem Bergtal am Ende der 50er Jahre. Der Bub ist etwa 15-jährig und hängt sozial noch am Nabel von seinen Eltern. An einem Spätsommertag mit düsterer Stimmung, Gewitterwolken und Luft, die alles strapaziert, vom kleinsten Grashalmli bis zu den Tannen. Da fangen sich Gedanken vom 15-Jährigen an zu drehen im Gring. Wie ein Rösslispiel. Eben zu einer Zeit, wo die junge Generation noch fast vor allem Ehrfurcht und Respekt hatte. So fängt es an. Wieso kommen sie gäng auf mich los? Ich habe ja nichts dafür, dass meine Eltern nicht weiter geschafft haben. Als zu diesem kleinen Heimatli mit diesen 3-4 Kuhli und diesen paar Geissen. Ich studiere schon lange an dem herum. Ob echt die anderen, die gleich alt sind wie ich, etwas dafür können. Wie zum Beispiel der Jung vom Pfarrer, vom Feetöchtel und vom Schulmeister. Wir können es fast meinen, so wie sie tun gegen mich. Ausser in der Schule, in den Fächern, wo ich halt trotz allem ein bisschen besser bin als sie. Gilt ja null und nix bei denen. Nichts, als dass sie mich noch gäng anmachen und erniedrigen. Ja, meine Hosen sind ja nicht mehr gerade die schönsten. Ein bisschen zu kurz. Und das Hemd ist halt einfach ein bisschen ausgefranselt vom vielen Waschen aus der Zeit meiner älteren Brüder. Meine Holzböden, tue mich, sind um tipptopp. Der Vater hat mir schon neu gesohlt und genagelt. Dann habe ich die Alben eine Stange, wenn ich dort oben schon unter die Flur hoch muss Gessen riechen. Es gelustet mich irgendwie mehr, dem ganzen Zeug den Rücken zu kehren. Einfach zu gehen. Ab, auf und davon. Sonst ändert sich ja nichts in meinem Leben. Werken, werken, werken. Wie meine Eltern, die nie gewagt haben, einmal fremdes Brot zu essen. Und nicht gegen Teichen. Was sagen echt die Leute? Ich kann euch sagen, was mir alle hilft. Ich probiere eine schöne Melodie zu erfinden und singe für mich zu dem Glück von den heissen Glöckchen. Manchmal muss ich auch noch ein bisschen rennen dazu, wenn es niemand hört und sieht. Ich bin ja nicht verwöhnt. Ich bin mich gewohnt, mit einem Schluck Milch, ein bisschen Käse und Brot auszukommen. Ja, jetzt. Mein Puls geht schneller als eine Küchenzeit. Ich spüre ihn in allen Adern. Jetzt gehe ich einfach. Es ist mir gleich. Die anderen, die haben ja sowieso keine Ahnung.
aber denen will ich's zeigen. Was du darfst, was du möchtest, das ist gar nicht einerlei. Was du weisst, was du kennst von daheim. Manchmal heisst du musst, manchmal heisst du sollst. Die anderen meinen gäng, sie heigen Recht. Die werden Augen machen. Ja, denen will ich's zeigen.